Richtung weist, ist Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr für Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Bleibe bei uns, Herr. Schiff, das sich Gemeinde nennt, seine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Und bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Und bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Und bleibe bei uns, Herr. Wir feiern im Namen von Gott dem Vater, dem Schöpfer von allen Klängen. Und vom Sohn Jesus Christus, dem Erlöser von allen Zwängen. Und vom Heiligen Geist, dem Atem von unseren Gesängen. Zum Lob vom einen Gott. Amen. Der dreieinige Gott, der steht über Raum und Zeit und er verbindet uns und ist jetzt mitten unter uns. Liebe Metallerinnen und Metaller, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu dem Heavy Sanctum Livestream. Wir sind hier wieder bei Lampenlicht, wie auch schon im Dezember. Gerne wären wir zusammen mit euch im Soho am Feiern, aber leider lässt das die Situation noch nicht zu. Wir wollen aber trotzdem mit euch zusammen Gemeinschaft haben. Von den Bands, die heute oben hätten dürfen spielen, Distant Past und Rainforce, haben wir Grußvideos bekommen. Der Adriano von Distant Past schickt uns folgende Grüße. Liebe Metal Church Familie, gerne hätten wir euch als erstes Publikum von unseren neuen Songs gehabt und mit euch die Live-Feuertaufe vom neuen Line-Up gefeiert. Das Metal Church Publikum war in der Vergangenheit immer gut zu uns und der Verein hat uns immer unterstützt. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Wir freuen uns auf einen Nachholtermin. In der Zwischenzeit dürft ihr aber wieder die Ersten sein. Hier weltexklusiv für euch unser erstes Video zum Song World of Wires vom kommenden Album The Final Stage. Alle Dinge sind möglich, der da glaubt. Markus 9,23. Wir glauben an eine baldige Heilung vom Planeten und dass wir uns gleich wieder in die Arme schließen und zusammenrocken. So many worlds,
Ja, grüß euch miteinander. Hä? Ihr hättet jetzt wahrscheinlich jemanden von Rheinforce erwartet, aber nicht mich. Hä? Ich muss euch also sagen, von Rheinforce lässt sich im Moment keiner blicken. Ihr müsst euch vorstellen, die Deutschen zwei, die müssen schon zu oben am 8 Uhr im Bett sein. Malta ist eine einsame Insel. Und die Schweizer, brrrr, schaut mal, ich glaube, die hat es eingeschneit. Und jetzt liegt es halt an mir. Jetzt muss ich euch eine Grußbotschaft übermitteln. So, das wär's ja so gewesen. Übrigens, also Rheinforce hat sich also schon ein paar gefreut, wenn sie heute hätten können bei euch auf der Bühne abrocken. Mit vielen, vielen Leuten zusammen. Aber weisst was du heute kannst besorgen, das kannst du grad so gut auch morgen. Und drum freuen sich Rheinforce bereits, wenn es dann im 2022 sollte klappen. Oh, übrigens, wenn jemand von euch noch so einen schön warmen Pulli, ein T-Shirt oder so eine lässige CD posten will, geht doch mal auf die Facebook-Seite oder auf die Homepage von Rheinforce, schreibt ein Mail und ich bin überzeugt, es wird sich dann schon jemand bei euch melden, wenn sich etwas verkaufen können. So, jetzt habe ich alles gesagt. Alles Gute, viel Spass weiterhin in der Metal Church. Adieu. Ja, dann gebe ich euch gerne als sonst noch 3 Grüße weiter, die voran schon per WhatsApp reingekommen sind. Hallo zusammen, ein lieber Gruß von der Bitze und von mir aus der Metalbox 2, sprich aus meinem Büro. Wir wünschen euch viel Vergnügen und freuen uns, wenn die einen oder anderen nach dem Heavy Sanctum noch einen Absprecher in die Zoom-Bar machen, um noch zusammen eins nehmen und ein bisschen diskutieren. Tschüss zusammen, die Anne. Und dann, Metal is still alive, wie die Band Ancient Prophecy sagt. Und auch Metal Church lebt weiter. Was für ein Segen für uns alle. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen Gottesdienst feiern. Wir vom offenen Ohr sind auch das Mal für euch da. So, das Aargau-Deutsch ist nicht ganz einfach. Wir vom offenen Ohr sind auch das Mal für euch da. Wir beten für euch. Hört dir zu oder schicke dir einen ermutigenden Bibelvers zu. Melden kannst du dich über offenesohr@metalchurch.ch. Krachende Grüße vom Döbu. Und dann nochmal einen. Hey zusammen, ich wäre gerne persönlich dabei gewesen heute, muss aber leider arbeiten. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und hoffentlich bis gleich mal. Ich werde beim Stream auf jeden Fall reinschauen und freue mich, wenigstens so ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Liebe Grüße von den alle. Das waren jetzt Grüße, die wir vorgängig bekommen haben. Es wäre cool, wenn wir auch von euch, die jetzt zuschauen, noch weitere Grüße bekommen könnten. Für das ist das WhatsApp-Nummer da, das ihr eingeblendet seht. Aber ihr könnt uns auch Statements und Fragen schicken zur Predigt und zum Thema im Verlauf des Gottesdienstes. Oder eben auch Gebetsanliegen, Sachen, die ihr möchtet, dass wir zusammen für das einstehen, was sich euch betrifft oder eure Liebe. Es bleibt anonym, da müsst ihr keine Angst haben. Schickt uns die Sachen. Am besten speichert ihr doch die Nummer gerade. Das ist die Nummer, die wir immer brauchen, wenn es um Interaktion über WhatsApp bei der Metal Church in Livestreams geht. Ciao zusammen, noch von unserer Seite. Vor der Predigt möchten wir gerne 2 Songs mit euch zusammen singen, die wir sehr cool finden, aber vielleicht auch ein bisschen herausfordernd, weil wir sind uns ja gewöhnt, es ist in der Kirche immer, ja, Gott ist gross und alles ist in Ordnung und so. Und in diesen 2 Songs geht es eigentlich darum, dass das ja halt nicht immer wirklich so stimmt. Und wir wollen lernen, ehrlich zu sein mit uns selber, ehrlich zu sein mit unserem Gott, ehrlich zu sein miteinander. Und darum 2 Songs über
ja, wie es halt wirklich manchmal ist. In der Bibel gibt es ganz viele solche Texte. In den Psalmen, in den Klagenliedern gibt es Gebete, wo Menschen sagen, wie es ihnen wirklich geht und so vor Gott kommen. Und das wollen wir zusammen einfach üben und praktizieren. In dem Innen, dass einerseits zwar Gott cool ist und alles wird cool und gleichzeitig zu merken, es ist wie noch nicht 100% da. Und in dem Innen wollen wir Gott auch anbeten. Genau. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt und ich von dieser Welt. Wir gehören zu dir, doch sind wir noch hier. Mitten hier hängst du doch, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort. Wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde leiden wir an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg. Und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt und nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort im Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort im Kreuz. Genau. Und obwohl wir wie mit einem Fuß im Himmel sind und mit dem anderen auf der Erde, wissen wir doch, in welche Richtung wir uns bewegen. Und wir wollen immer mehr vom Himmel, immer mehr vom Licht und immer mehr vom Guten. Aber es muss uns nicht frustrieren oder irritieren, dass es manchmal nicht immer 100% so aussieht, als wären wir schon dort, weil wir sind unterwegs und wir bleiben dran. Amen. Ich bin ein Wanderer zwischen den Welten, ein Suchender, der ständig Neues entdeckt. Ich bin ein Pilgernder mit windigen Zelten, ein Reisender mit leichtem Gepäck. Ich bin ein Glaubender mit offenen Fragen, ein Wissender, der weiß, dass er nichts weiß. Ich bin ein Zweifelnder, von Hoffnung getragen, ein Liebender auf dünnem Eis. Ich hab das Ziel noch nicht erreicht, in diesem Lauf noch nicht gesiegt. Doch eines weiß ich ganz genau, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus, ich laufe den Lauf, jage dem nach, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus, ich kämpfe den Kampf,
folge dem nach, der vor mir geht. Ich strecke mich aus nach dem Siegespreis. Ich bin ein Sitzender zwischen den Stühlen, ein Stehender, der schaut, dass er nicht fällt. Ich bin ein Gehender mit gemischten Gefühlen, ein Fallender, der deine Hand hält. Ich bin ein Träumender, kindlichem Glauben, ein Wachender, aus Liebe und Furcht. Ich bin ein Sehender mit geschlossenen Augen, ein Lachender durch Tränen hindurch. Ich hab das Ziel noch nicht erreicht, in diesem Lauf noch nicht gesiegt. Doch eines weiß ich ganz genau, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus, laufe den Lauf und jage dem nach, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus, ich kämpfe den Kampf, folge dem nach, der vor mir geht. Ich strecke mich aus nach dem Siegespreis. Zusammen beten. Und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wo ist ein Gott außer dem Herrn oder ein Fels außer unserem Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meinen Weg ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild des Heils und deine Rechte stärkt mich und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinem Schritt weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Vergeltung schafft und zwingt die Völker unter mich, der mich errettet von meinen Feinden. Du erhöhst mich über die, die sich gegen mich erheben. Du hilfst mir vor dem Gewalttäter. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Völkern und deinen Namen Lob singen. Du, der seinem König großes Heil erweist und wohltut seinem Gesalbten, David und seinem Samen ewiglich. Amen. Ist es für dich auch eine herausfordernde Zeit? Nicht nur wegen dem Ding, das niemand mehr hören mag,
sondern auch wegen der konkreten Auswirkungen, die das alles hat, auf unterschiedlichsten Ebenen. Außergewöhnliche Umstände führen auch zu neuen Kämpfen, zu Anfechtungen und Versuchungen, oder? Und dort, wo unsere Kräfte schwinden, dort fallen dann auch die schönen Fassaden. Das kommt das führen bei uns, wo weder wir noch die anderen eigentlich möchten sehen oder zu spüren bekommen. Ich sehe zwar nach wie vor ganz viele Chancen in diesen Stürmen und Umwälzungen, aber es hindert oder ändert eben nichts daran, ja, es ist eine böse Zeit. Und es gibt ja nicht nur pandemisch bedingte Herausforderungen. Ich habe zum Beispiel persönlich damit zu kämpfen, dass meine Frau körperlich so angeschlagen ist, dass sie mehrere Wochen komplett ausgefallen ist und nur ganz, ganz langsam wieder zu Kräften kommt. Ich denke mal, ihr könnt euch ausmalen, was da bei mir und meinen 4 Söhnen durcheinander kommt, wenn unsere kompetente Familienmanagerin fehlt. Was da geistig, seelisch, körperlich und materiell fehlt. Deine Herausforderungen die sind im Moment auch anders gelagert. Aber wir haben, glaube ich, eine gemeinsame Frage. Wie können wir in so bösen Zeiten bestehen? Was braucht es, um standzuhalten in schlimmen Tagen? Wie können wir das Feld behalten in den mannigfaltigen Bedrängnissen, Anfechtungen und in den daraus wachsenden Versuchungen? Wir lesen mal, was der Paulus dazu schreibt im Brief an die christliche Gemeinde in Ephesus. Ja, der erste Punkt ist eigentlich ganz ein einfacher und doch so ein schwieriger für uns alle. Die Kämpfe vom Leben, die können wir gar nicht selber gewinnen. Wenn wir in unserer eigenen Kraft und Stärke siegen, dann werden wir über kurz oder lang Zweite machen. Ja, nicht nur das, wir werden verletzt und schließlich auch verstümmelt. Körperlich, seelisch, geistig verstümmelt. Gegen Kräfte vom Bösen, die oft ja subtil wirken und manchmal auch offensichtlich sichtbar wüten, gegen diese Kräfte kann auf die Länge niemand mit eigenen Mitteln bestehen. Entweder werden wir irgendwann so verletzt, dass wir das Feld dann doch preisgeben, oder wir lassen uns dann schliesslich vom Bösen so korrumpieren, dass wir das Feld am Schluss gleich auch verloren haben. Werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Deshalb sollt ihr zu allen Waffen greifen, die Gott euch gibt. Die Kämpfe vom Leben, die können wir gar nicht selber gewinnen. Was es wirklich braucht, das ist tatsächlich die Verbundenheit mit Gott. Seine Nähe zu suchen und sich so von ihm auszurüsten und erquicken zu lassen. So einfach. Und doch so schwierig. Ich frage dich und ich frage auch mich selber, was hast du in dieser bösen Zeit unternommen, um die Nähe von Gott stärker, besonders zu suchen?
Vermutlich braucht es bei uns allen weniger Kampf und sich aufregen über dies und eins, als vielmehr so bewusstere Achtsamkeit für Gottes Nähe, sein Reden und sein Wirken. Sich ihm bewusst einfach auszusetzen im Alltag, in der Wirren vom Alltag, achtsam zu sein auf ihn, die Verbindung mit ihm zu suchen, die Ohren zu spitzen, mit ihm zu reden, achtsam zu sein. Wie sein Versprechen, da zu sein, das gilt auch heute Abend. Er ist schon da. Heb einfach her und lass dich von ihm stärken. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Der Paulus schreibt in diesem Briefepilog mehrfach das Wort «steht» oder «haltet Stand». Es sind passive Begriffe, die der Paulus braucht. Es geht also nicht um irgendeine Form von einem Eroberungsfeldzug so gegen das Böse, da Land einzunehmen. Ein geistlicher Kampf heisst schlicht, dass du und ich in diesen bösen Zeiten den Boden nicht wieder preisgeben, wo Jesus schon für dich und mein Leben gewonnen hat. Er hat den Sieg über das Böse schon errungen. Die neue Schöpfung hat mit ihm schon angefangen. Und wir haben im Glauben an ihn schon Anteil daran. Die Taufe sagt uns zu, dass wir ganz zu ihm gehören. Und das Abendmahl vermittelt uns seine Nähe immer wieder neu. Das Böse versucht jetzt einfach wieder zurückzuholen, was es verloren hat. Es bauscht sich mächtig auf und tobt und wütet. Es sind verzweifelte Rückeroberungsversuche, die uns einschüchtern sollen. Doch du stehst mit Jesus schon auf sicherem, heilem Boden vom Reich von Gott. Und wir sollen bewusst sein, dass drinstehen und das neue Leben ausleben, das in seinem Reich herrscht. Dann können wir dem Bösen widerstehen. Was sind jetzt die konkreten Elemente von dieser geistlichen Rüstung, die uns beschützt? Was sollen wir aktiv ergreifen, um den Angriff und Versuchungen standzuhalten? Wie beim dritten Punkt. Der Paulus hat das Bild einen römischen Legionär vor Augen. Ich habe euch so eine Rüstung hier mitgebracht. Der erste Teil der Rüstung, das ist der Gurt der Wahrheit. Der römische Legionär trägt nicht einfach nur einen Gurt, wo sein Dolch daran befestigt ist. Vor allem hängen an dem Kriegsgurt dran die sogenannten Pteruges, so heissen die Dinger. Die metallbeschlagenen Lederstreifen, die die Genitalien und die Oberschenkel schützen. Es geht also um so einen richtigen Tiefschutz bei diesem Gurt. Der Gurt der Wahrheit. Die Wahrheit ist matchentscheidend für alles. Sie bindet alles zusammen. Ja, wenn die christliche Botschaft nicht wahr ist, dann kann sie noch so schön sein. Dann kann ich als Pfarrer noch so schöne Sachen erzählen. Wenn es nicht wahr ist, dann bringt es nichts. An der Wahrheit, da hängt alles. Der Paulus sagt, Jesus ist die Wahrheit. Hebt euch dran. Mit dem steigt und fällt alles. Und auch bei unserem eigenen Reden und Handeln, da ist die Versuchung ja gross, dass wir gerade in stürmischen Zeiten es nicht immer so genau nehmen mit den Worten. Weil der Weg vielleicht von der Halbwahrheit einfacher und erfolgsversprechender aussieht. Doch wenn wir in unserem Reden und Handeln nicht an die Worte uns halten, dann werden wir spätestens auf lange Sicht grausam auf die Schnauze fallen. Die Wahrheit zu sagen oder auch zu hören bekommen, das kann hart sein. Aber die Wahrheit wird uns frei machen. Der Paulus schreibt jetzt zwar in Griechisch im Epheserbrief, aber er denkt als Jude halt schon auch Hebräisch. Und Wort auf Hebräisch heisst Emet. Und Emet bedeutet nicht nur Wahrheit, sondern auch Treue. Gott ist treu. Wir sollen die Treue, die Worte von Gott annehmen. Das hebt alles zusammen wie ein Gurt. Und auch wir sollen treu sein. Wahrhaftig. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass die Treue gerade unsere Ländergegend beschützen soll. Dort, wo unsere Sexualorgane die Heime sind. Wie verlockend ist es doch in Zeiten von grossen Herausforderungen, unsere Lust irgendwo zu stillen. Was gerade so einfach scheint. Leg den Gurt von der Wahrheit an.
Treue und beschützt dich und deine Liebsten. Der zweite Gegenstand, das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Eine der Taktiken vom Bösen ist es, uns versuchen fertig zu machen, uns anzuklagen, dort, wo wir versagen. Schau dich mal an. Und du willst ein Christ sein. Vergiss es. Dich kann Gott sowieso nicht brauchen. Du bist so ein Versager, so ein Dreckslumpen. So könnten vielleicht die Gedanken tönen, die in unseren Köpfen sind. Dem dürfen wir entgegnen, dass uns Gott vergeben hat. Er hat uns gerechtfertigt durch Jesus Christus. Die Anklage vom Satan, die muss abprallen. In Jesus Christus sind wir gerecht gesprochen, trotz unserem Versagen. Und wie wir schon gerecht gemacht sind, darum sollen wir dann auch gerecht handeln und uns für Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. Die Welt, die aus der Fuge geraten ist, ja, bietet Haufen kleine und grosse Felder, um Gerechtigkeit zu schaffen. Leg den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Drittens sollen wir Kampfstiefel vor der Bereitschaft für das Evangelium vom Frieden anziehen, sagt der Paulus. Die römischen Sandalen, die haben Sohlen so mit Spikes aus Metall gegen das Rutschen und so flexible Lederbänder für bestmögliche Beweglichkeit. Ja, es braucht gutes Schuhwerk für einen guten Stand. Und ein guter Stand ist im Kampf matchentscheidend. So können wir standhalten. Stiefel von der Bereitschaft für das Evangelium vom Frieden, sagt er. Ja, Jesus Christus ist die Quelle vom Frieden. Sowohl vom Frieden zwischen Gott und uns Menschen und auch zwischen uns Menschen untereinander. Diesen Frieden sollen wir vor Augen haben. In diesem Frieden dürfen wir verwurzelt sein. Und dann gibt es Ruhe und Entspannung in alles inne. Wenn ich jetzt von Frieden rede, ist glaube ich etwas noch entscheidend. Etwas müssen wir uns glaube ich, immer gerne wieder neu vor Augen führen und vergegenwärtigen all diese Kämpfe vom Leben. Andere Menschen sind nicht unsere Gegner. So leicht passiert, dass wir anfangen, auf einen Mann oder auf die Frau zu spielen, wenn wir unter Druck geraten. Uns geht der so auf den Wecker oder diese macht uns das Leben schwer. Und dann schießen wir zurück. Offen direkt oder indirekt hindurch, je nach Charaktertyp. Aber Paulus betont, unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut. Der Paulus redet vom Teufel, wörtlich vom Diabolos, das heisst Durcheinanderwerfer. Ja, wir lassen uns von diesen Mächten alle verwirren. Und wir lassen uns dann als Werkzeug von der Mächte, von der Lüfte, der geistlichen Mächte und Gewalten vom Bösen, uns zu diesen Werkzeugen zu machen. Die anderen Menschen sind nur vermeintliche Gegner. Der Friede von Jesus will auch sie versöhnen. Es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem, was andere Menschen uns antun, und wer da eigentlich dahinter steht und was abgeht. Das vierte Rüstungsteil ist der Schild vom Glauben. Glaube im christlichen Verständnis heisst Vertrauen. Vertrauen auf Gottes Liebe und Güte, Vertrauen auf seine Gnade und Vergebung, Vertrauen auf seine Kraft und sein Wirken. In den bösen Zeiten da mag unsere Sicht auf ihn irgendwie wie verdunkelt sein. Was passiert und er zulässt, das stellt für uns vielleicht seine Güte in Frage. Doch gerade dann sollen wir umso entschiedener daran festhalten, dass er uns liebt. Er wird mit uns den Weg so gehen, dass uns letztlich alles muss zum Besten dienen. Egal wie böse dass es die anderen auch gemeint haben. Der fünfte Gegenstand, den wir anlegen sollen, ist der Helm vom Heil. Heil ist ein schönes, aber ein altmodisches Wort. Und eins, das dann auch ein bisschen eine schwierige Geschichte hat im Dritten Reich. Heil meint umfassendes und definitives Wohlergehen. Wir sind schon gerettet durch Jesus Christus. Uns ist ein Platz in dieser von Gott erneuerten Welt versprochen und zugesagt. Tränen werden abgerechnet werden. Egal wie trist unsere Umstände auch sein mögen, sogar wenn wir sterben sollten, wir haben eine Zukunft.
Wir müssen nicht verzweifeln angesichts vom Leid in dieser Welt. Es gibt Hoffnung, es gibt eine Zukunft. Das soll unsere Gedanken schützen. Die Hoffnung sollen wir aller Verzweiflung entgegenhaben. Und jetzt zum Schluss noch das Schwert vom Geist, Gottes Wort. Gemeint ist damit ganz sicher nicht, dass wir anderen die Bibel um den Grind schlagen, wie ein Schwert. Das Wort, das der Paulus braucht, ist Rema. Und das meint auch nicht das geschriebene Wort, sondern das meint meistens mündliche Rede. Ich denke, es geht da viel mehr darum, dass wir offen sein für das Wirken vom Heiligen Geist, damit er unser Sein und Reden kann füllen kann. Sodass in unserem Reden der Gottes Wahrheit klärend, ermutigend, befreiend kann in die Welt hineinwirken. Gerade in Krisenzeiten, da pägen ja 1000 Stimmen laut. Und gerade dann brauchen wir das feine, klare Reden von Gottes Geist. Jesus hat seinen Jüngern ja, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, schaut, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch helfen, wenn ihr vor Gericht gezogen werdet, wo sonst müsst Auskunft geben und angeklagt werdet, dann werde ich euch sagen, der Heilige Geist wird euch eingeben, was ihr zu sagen habt. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich irgendwo angerufen bin, einen Termin habe, vielleicht ein Kampfgespräch oder ein Trauergespräch, und ich merke, ja, jetzt ist es wichtig, was habe ich eigentlich zu bringen, was geht echt ab, ich habe keine Ahnung. Und dann bitte ich darum und sage, Herr, hilf mir. Und ich gehe manchmal auch geistig so die Waffenküste durch. Manchmal mache ich das also mit einer Bewegung. Manchmal ist es auch gut, wenn man ein Kopfmensch ist, wenn man auch etwas macht. Und dann ist wie auch das Bitten darum, das Schwert vom Geist zu bekommen. Ein Teil von dieser Bitte. Und ich erlebe es immer wieder, dass dann wirklich auch dass mir etwas auffällt und das richtige Wort in die Situation hinein kann sagen. Nicht, weil ich allwissend wäre und immer alles wüsste. Nein, überhaupt nicht. Aber wie es im Gespräch passiert, dass die richtigen Sachen aufploppen und können aufs Tapet kommen. Es gibt noch viel mehr zu sagen zu diesem Abschnitt aus dem Epheserbrief. Aber ich bin schon genug lang geworden. Aber mich würde jetzt wundern, was der Epheserbrief-Text bei dir ausgelöst hat. Einerseits hast du, ihr alle, jetzt die Möglichkeit, per WhatsApp eure Fragen und Statements uns zukommen zu lassen. Schreibt uns doch, wenn ihr vielleicht auch etwas nicht versteht oder eine Anschlussfrage habt. Oder schreibt uns, was euch jetzt wichtig geworden ist zum Thema. Die Band wird jetzt spielen, einen Song. Und in dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, uns das zu schreiben. Und wir werden dann nach dem Song, der Silas und ich, über das miteinander ins Gespräch kommen, wo die schreiben und fragen. Gleichzeitig könnt ihr euch während dem Song auch überlegen, welcher von diesen 6 Rüstungsteilen jetzt für euch im Moment besonders relevant ist. Und welchen ihr darum in den nächsten Tagen bewusster anlegen wollt. Für das haben wir eine Mentimeter-Umfrage eingerichtet. Für das geht ihr auf menti.com in eurem Browser, gebt den Code ein, der eingeblendet wird, und wählt dann den Teil von der Rüstung aus, der für euch im Moment besonders relevant ist. Also während dem nächsten Song von der Band Fragen und Statements per WhatsApp und abstimmen auf menti.com. Jesus, son of me. He warned me about the dangers ahead. It was God said it's gonna bring the battle back, take away the sins people did in the past. Get out here, save our lives. Said to me, why did I look me in the eyes? I'm heavy metal, Jesus. I'm heavy metal, Jesus. I'm heavy metal for the striking Jesus. I'm heavy metal Jesus. It's up to me if you wanna kill the beast. You gotta be blessed by the man from the east.
down on your knees. And I will bless you in my flying V. Evil God says gonna bring the metal back, take away the sins of people in the past. He came down here to save our lives, said to me while he looked in the eyes, I'm heavy metal, Jesus. I'm heavy metal, Jesus. I'm heavy metal, thunder-striking Jesus. I'm heavy metal, Jesus. I'm heavy metal, Jesus. I'm heavy metal, Jesus. I'm heavy metal, thunder-striking Jesus. I'm heavy metal, heavy metal, Jesus. Ja, Silas, was ist dir heute Abend wichtig geworden? Irgendwie 100 Sachen. Mir denkt, das ist so eine beliebte Bibelstelle, wahrscheinlich weil sie so bildlich ist und weil es scheinbar so einfach ist, um was es geht. So. Mir denkt, als Christ ist immer so die Herausforderung, ja, was muss ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt, auf was soll ich mich achten? Und da hat es so eine schöne Liste und das wirkt auf den ersten Moment wie, ja, du musst einfach das haben und das haben und das haben und dann ist es gut. Und das finde ich noch spannend, weil eben irgendwie über 20, 30 Jahre immer wieder gehört und immer wieder so ein bisschen andere Versionen davon, wie man es jetzt verstehen soll. Mir geht immer sehr viel durch den Kopf. Aber vor allem, etwas, was du gesagt hast, was mir sehr rein ist, das mit dem, ist es denn wirklich ein aktives Angriffsrüstung oder geht es um eine Verteidigung oder so, wo ich schon sehr, sehr spannend finde, weil wenn wir ja in der Offenbarung lesen, wie Jesus Christus selber das Heer wie voranreitet so. Und er ist in diesem blutroten Kleid, wo er ja schon am Kreuz gestorben ist und quasi wie der Sieg schon vollbracht hat und wir kommen wie hinterher und wir müssen gar nicht irgendwie gross mit Katapult und Speer und Ross und Wagen auf, sondern es reicht, wenn wir so ein bisschen in unserem Umfeld einfach ein bisschen so, das finde ich irgendwie noch cool. So entlastend, gell? Ja. So. Ja, ich habe das Gefühl, das ist wirklich sehr verlockend und glaube auch recht gefährlich, dass man wie die Waffengeschichte vorgesehen hat. Aber es ist alles passiv. Das einzige Aktive, das man aktiv brauchen könnte, wäre das Schwert. Und dort wird eigentlich klar, es geht um Stand haben. Und es ist Jesus, ja, der vorangeht. Es ist immer so spannend gefunden, weil ich als Teenager hatte ich viele christliche Kollegen, die irgendwann mal über diesen Vers gestolpert und dann haben sie einfach immer, wenn sie, ein bisschen wie du erzählt hast, oder? Sie gehen zum Haus aus und dann kurz irgendwie sich wie bewusst werden, was sind eigentlich die Eigenschaften, die quasi von Gott gegeben sind. Aber es ist dann oftmals nicht wie wird mir es bewusst, sondern es ist wie, ich tue es aktiv anlegen und dann wird es nicht zu so einem Zaubertrick. Oder? Man kann so zum Haus rausgehen und sagen, wie, ich habe das ist geschützt und das ist geschützt und so, mir kann nichts passieren. Und dann, wenn irgendetwas Schlimmes passiert, ich habe vergessen, die Waffenrüstung anzulegen und so. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen absurd, wenn es dann so ein Zaubertrick wird, weil das ist sicher nicht das, was der Paulus damit gemeint hat, sondern was er ja gesagt hat, das sind alles Sachen, die wir lernen müssen, reinzuwachsen und darauf zu vertrauen und mehr darauf zu bauen. Genau. Ja, es ist definitiv kein magischer Trick. Trotzdem kann es gibt Situationen, wo es ist gut, das bewusst zu machen, aber eben, es ist nicht Magie, das funktioniert definitiv nicht. Wir lesen mal ein Statement, das reingekommen ist. Jemand hat geschrieben, mir ist bewusst worden, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und ich glaube, das ist ganz wirklich ein entscheidender Punkt. Genau. Also das finde ich schon spannend, weil das mit der Wahrheit, die ja einer der Teile ist,
wo ich in der heutigen Zeit merke, das ist sehr, sehr aufgeladen, weil viele brauchen die Wörter wie «meine Wahrheit» sehr oft im Moment, dass man, wenn man streitet, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch und so, und dann hat jeder so ein bisschen seine eigene Wahrheit und so. Und das, was Jesus ja sagt, ist wie, er ist die Wahrheit und er tut uns das wie geben. So. Aber es ist nicht unsere Wahrheit, es ist nicht wie, ich habe es jetzt verstanden und ich habe recht, sondern es ist wie... Ich finde das spannend, weil das ist ja eine der Fragen, die der Pilatus Jesus quasi stellt, in dieser Nacht, als er gekreuzigt wird. Und dann kommt ja die Frage, was ist Wahrheit? So. Und eine andere Diskussion, die dort läuft, ist ja, warum können nicht deine Jünger dich jetzt befreien? So, du bist jetzt hier gefangen und so. Wo ist deine Armee? Wo sind sie da mit ihren Schwertern und so? Und Jesus sagt, nein, stopp. Das ist nicht von dieser Welt. Weil wenn das wäre, dann wären sie schon lange gekommen. Und das finde ich schon noch, das ist wie 90 verdoppelt. So. Es ist wie die Wahrheit in Christus, die ist nicht verteidigbar auf dieser Welt, indem sie sagen, ich mache jetzt einen heiligen Kreuzzug oder so, sondern es ist seine Wahrheit und die können wir nichts machen. Das ist wie seine, genau. Der Text hat ja schon seine schwierigen Seiten. Oder man kann ihn sehr leicht, ich glaube nicht, dass der Text das sagt, aber man kann ihn leicht falsch verstehen, dass man plötzlich sehr schnell von, wir müssen geistlich kämpfen, dabei ist gar nicht das aktiv, was wir müssen, ist, glaube wir müssen die Leute lieben, wir müssen ihnen die frohe Botschaft bringen. Das ist das, was wir aktiv machen gegen raus. Das sagt offensiv. Und das Kämpfen ist etwas passiv. Aber sonst sind wir sehr schnell irgendwie beim Kampf aufs Kapitol oder auch, dass es Leute gibt, die sagen, ja, aber die Christen sind das nicht auch so potenzielle Dschihadisten und so. Ja. Schwierige Frage. Ich schaue noch, wir haben noch mal eins. Jemand schreibt, der Helm, mein selber gewählter Kampfspruch vor über 30 Jahren. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in alle deine Wege. Sprüche weiss nicht wo. Aber ich bin so ein Verstandesmensch, wo alles logisch war. Darum, mit ca. 9 bis 11 Jahren gehe ich aus dem Grund den Vers in meiner ersten Bibel markiert und noch zum Kampfspruch genommen, wie er eben angestrichen war. Also jemand, der das nicht so genau weiss, wieso, aber anscheinend hat es plötzlich eine Bedeutung bekommen. Also ich finde das noch spannend, weil ich habe das, eben, wie gesagt, über 30 Jahre gehört man immer verschiedene Versionen. Und eine Version, die ich gehört habe, war, dass es eben nicht um den Verstand geht, sondern dass es eben darum geht, dass es wie so eine komische Entweder-oder-Ding gibt, so wie Glauben oder Verstand. Und Verstand ist böse und Glaube ist irgendwie gut. Aber ich glaube, was das hier aussagt, ist, dass du deinen eigenen Verstand sollst auch stärken von ihm. Und ich glaube, dass wenn irgendwie Zweifel kommen, dass es nicht ein Zeichen dafür ist, dass man zu fest am Verstand glaubt und zu wenig am Glauben, sondern ist ein Zeichen dafür, dass man den Verstand so viel vernachlässigt hat, dass der Verstand gar nicht mehr genau weiss, was der Glaube jetzt entschieden hat. Also wenn ich zum Beispiel zu mir glaube, ich will glauben, dass das und das so ist, und mein Verstand sagt Nein, und dann bekomme ich Zweifel, dann ist es nicht ein Zeichen wie, oh ups, ich habe mich von meinem Verstand verführen, sondern es heisst wie, ich habe meinen Verstand gar nicht auf diesen Weg mitgenommen. Ich habe gar nie den Verstand mitgenommen auf den Weg mit Gott und auch Gott eingeladen, hey, hilf meinem nicht verstehen. Und genau. Dann wollen wir versuchen, nachher jetzt auch, wenn wir arbeiten jetzt, das ist ja etwas, wo man sagen kann, das ist einfach für den Bauch und so, aber nein, ich glaube, es ist eben sehr auch für den Kopf. Also braucht euch einen Kopf, wenn ihr jetzt mit dem Silas, mit der Band zusammen geht arbeiten und wir die Realität, dass also eigentlich legen wir Jesus an in dieser Rüstung, dass wir ihn dürfen anlegen, dass er gross ist und uns darf vorangehen. Aber eben nicht nur mit dem Bauch und dem Herz, sondern auch mit dem Kopf.
Ja, super. Es ist anstrengend hier mit dem Rauch im Haus. Das ist, ja, Nebel ist cool fürs Licht, aber für mich Haus ist nicht schlimm. Gut. Genau, aber das hört ihr alle gar nicht, weil ihr singt ja so laut mit. Von dem her. To tell you once again, I really love you, all the beginning and the end. I know these words on you, you are the God of love, you can't be praised enough, so I would say, Psalm 152, just another song. Oh Jesus, I would say, shout it's great for your market, for your market, for your market, for your market. Tell you once again, I really love you, you are the beginning and the end. I know these words on you, you are a God of love, you can't be praised enough, so I would say, Psalm 152, just another song, that's a praise another you for the things you've done. King David, I would praise your name. Oh Jesus, I would say, shout it for your mighty, for your mighty, for your mighty. Straße führt mich hin zu dir. Ich laufe los, lass alles hinter mir. Mein Geist erinnert sich, wie gut du bist. Das, wo du lebst, auch mein Zuhause ist. Und ich höre, wie du rufst. Dein Versprechen, dass du Gutes tust. Und ich spüre deinen Wind, der mich aufhebt und nach Hause bringt. Herrlichkeit, überall so weit mein Auge reicht. Schönheit, die in die Tiefe meiner Seele greift. Befreit seh ich dich so, wie du wirklich bist. Ich habe
Ich habe dich schon viel zu lang vermisst. Diese Straße führt mich hin zu dir. Ich laufe los, lass alles hinter mir. Mein Geist erinnert sich, wie gut du bist. Das, wo du lebst, dauernd zu Hause ist. Und ich höre, wie du rufst. Dein Versprechen, dass du Gottes tust. Und ich spüre deinen Wind, der mich aufhebt und nach Hause bringt. Herrlichkeit, überall so weit mein Auge reicht. Schönheit, die in die Tiefe meiner Seele reicht. Befreit, seh ich dich so, wie du wirklich bist. Ich habe dich schon viel zu lang vermisst. Deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht, singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir deine Licht und singen dir wieder. Du, oh Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, oh Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Herr, im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deiner Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deiner Licht und singen dir Lieder. Du, oh Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, oh Herr, bist die Quelle des Lebens
Dann wollen wir beten. Vater im Himmel, wir bringen dir heute Abend ganz besonders all die gesundheitlich angeschlagen sind. Wir bringen die im Aargauer Treff gesundheitlich angeschlagen sind. Du weißt, wer es ist. Dalle hat das Anliegen eingebracht und bittet für die Freunde. Bist du ihnen näher, schenk du Heilung. Überall in diesen Orten, in den Körper, wo die Menschen angeschlagen sind. Und Herr, wir bitten dich auch für die Person, die langsam gefrustet ist, weil ihr Heilungsprozess nicht vorwärts geht und sie so neben dem Körperlichen auch emotional ziemlich herausgefordert ist. Herr, wir bitten dich für sie, mach du sie wieder gesund, stell du sie wieder her. Und ich glaube, jeder von uns kennt Leute, die im Moment krank sind, nicht nur wegen Corona, sondern wegen vielem mehr. Und du weißt, wie es in der Seele zerrt. All die jetzt gerade in Quarantäne sind, die in Isolation sind. Herr, hilf du. Hilf du durchzuheben. Und du siehst all die Kräfte, die wirken in den grösseren Zusammenhängen. Wo Politiker müssen entscheiden müssen, wie geht man mit dieser Pandemie um? Was sind die richtigen Massnahmen, die nicht stark sind, aber auch nicht zu wenig sind? Herr, schenk du Weisheit. Und führ du den Kampf gegen das Böse. Wir haben den Überblick nicht und du überblickst schon gar nicht. Aber du hast ihn. Wir bitten dich, dass du den Sieg davon trägst. Das wirst du eigentlich auch. Aber wir wollen das auch erwarten und bitten, dass das nicht erst am Schluss wird sein, sondern auch in den nächsten Wochen und Jahren auch sichtbar in unserem Land. Gebiete dem Bösen Einhalt und schenkt dem Guten den Durchbruch. Und hilf uns, die Augen offen zu haben, wo sind die offenen Türen, wo wir nicht den Kopf anstecken und Trübsal blasen, sondern wo wir fröhlich die Chancen packen, die du auftust, die du schon längstens parat gemacht hast. So gib uns allen Mut und Freude. Freude für die kommende Zeit, trotz allen Herausforderungen. Und Herr, alles viel mehr, das legen wir in die Worte, die du, Jesus, uns gelehrt hast. Wir beten. Unser Paar im Himmel. Dein Name soll uns heilig sein. Dein Königreich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns das jeden Tag wieder neu, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, genauso wie wir auch denen vergeben, die uns schuldig werden. Führ uns nicht in Versuchung, sondern mach uns frei vom Bösen. Denn für immer gehört dir die Herrschaft, die Macht und die Herrlichkeit. Amen. Dann singen wir das Gebet auch noch. Vater, dein Reich komme, deine Herrlichkeit und Kraft. Wie dein Name dort geehrt wird, so erklingt dein Ruhm auch hier. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden, und wir beten, bis wir sehen. Was wir brauchen, und erlöse uns vom Leid. Wie du unsere Schuld getilgt hast, so vergeben wie auch jetzt. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden, und wir beten, bis wir sehen. Wie im Himmel, so auf Erden, was du
Ja, wir haben noch ein paar Grüße bekommen im WhatsApp. Das erste ist ein lieber Gruß aus Wimmis mit dem Foto dazu. Ja, ja. Dann haben wir noch eine Grußmitteilung. Und zwar, ich grüße ganz herzlich Tuni, Matze und Gabriel von Angie und Richie. Dann haben wir noch liebe Grüße von unserem Presi, Mersu. Und zum Schluss haben wir noch das Old Scary Banana, das ihr vom Anfang kennt, den Livestream schaut. Das heisst, liebe Grüße vom Andy von Rainforce. PS, inspirierende Predigt und auch die Gedanken von Silas. Und auch hier haben wir noch ein Foto dazu. Ja, wir haben noch ein paar Mitteilungen für euch, wie es so in nächster Zeit weitergeht, was alles so läuft. Und das Erste ist gerade jetzt, die auch inspiriert wurden oder sich sonst irgendwie noch austauschen über das, was sie gehört, gesehen und erlebt haben, die haben die Möglichkeit jetzt. Und zwar in unserer Heavy Sanctum Bar. Es gibt ein Zoom-Meeting. Anne und Bitze freuen sich wegen, wenn ihr dort vorbeischaut. Den Link findet ihr auf www.metalchurch.ch/heavy-sanctum-bar. Nachher haben wir immer noch Metal Church Masken. Die könnt ihr für 20 Franken inklusive Versand bestellen. Ihr könnt das Geld an Samuel schicken in die Bar und danach tut euch Monika den Dielo zukommen. Wenn ihr wissen wollt, was das ganze Jahr bei uns so läuft, es gibt unsere Flyer ausgedruckt. Auch ihr könnt gerne bestellen im Sekretariat, die auflegen und so unser Programm noch ein bisschen bekannter machen. Alle aktuellen Sachen findet ihr immer auf der Homepage oder auf den normalen Kanälen, Facebook, Insta, wo auch immer. Gleich startet wieder die Wasteland Warrior Challenge. Dazu seht ihr jetzt ein kurzes Video. Hey, hast du Lust auf eine Challenge, die dein Leben verändern kann? Raus aus dem Alltagstrott und rein in eine neue Herausforderung. Wir von der Metal Church laden dich ein, in den nächsten 40 Tagen vor Ostern bewusst auf etwas zu verzichten, das sonst deinen Alltag prägt. Was das ist, das entscheidest du. Als Gemeinschaft wollen wir uns durch die Wüstenzeit durchkämpfen. Wir wollen uns auch Zeit nehmen, uns spirituell auf Ostern, den Tod und Auferstehung von Jesus Christus darauf auszurichten. Bist du dabei? Weitere Informationen findest du auf metalchurch.ch/wwc40. Wenn das etwas ist für dich, dann melde dich an. Wir freuen uns auf dich. Ja, der Stadtgottesdienst dazu ist am 23. Februar über Zoom. Ihr könnt euch gerne anmelden unter offenesohr@metalchurch.ch. Der Schluss ist der Osternachtsgottesdienst. Auch unsere Bibel, Bier und Heavy Metal haben gestartet im neuen Jahr. Das BBM Niederbib ist per Zoom unterwegs. Das nächste Mal ist am 19. Februar.
Und das BBM Wimmis hat nach dem Startgottesdienst jetzt für am 25. Februar ein Videoformat geplant. Ihr werdet dort drinnen den Bernie und mich sehen und noch ganz viele andere Protagonisten. Also es lohnt sich, vorbeizuschauen. Seit Ende Januar hat die Metal Church einen virtuellen Hauskreis, das Lagerfeuer. Dieser Hauskreis findet jeweils am Dienstagabend einmal im Monat statt. Für mehr Infos könnt ihr unser Sekretariat anschreiben. Wie so vieles im Moment kann auch das Elements of Rock, COR, dieses Jahr nicht stattfinden. Sie mussten verschieben auf ein Jahr. Geplant ist aber, das kann man schon sagen, ein Livestream am Samstag, 20. März. Dazu Infos findet ihr auf der Homepage von MEOR. Am 8. Mai findet das nächste Heavy Sanctum statt. Wir denken jetzt mal positiv und gehen davon aus, dass es zusammen mit Triowind und AMPM im Soho wird stattfinden. Auch für unser Livestream-Format heute, oder auch an unserem Livestream-Format, würden wir gerne eine Kollekte sammeln. Und die ist gedacht, zum einen für die Metal Church, einfach für Produktionskosten, alles, was da so anfällt, wenn man da so eine riesige Sache macht. Die andere Hälfte aber ist uns ganz wichtig, die möchten wir gerne ins Kaffeekessel geben. Und zwar von 2 Betrieben, die uns unterstützen und wo wir momentan nicht extrem viel zu lachen haben. Und zwar zum einen für das Soho, wo wir hoffen, dass wir gleich wieder sein können. Und für das Rampenlicht, wo wir im Moment sein dürfen. Merci vielmals. Ihr seht im Moment wahrscheinlich eingeblendet Twin Code und sonst sicher dann auch im Abspann. Und zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei Rampenlicht und allen freiwilligen Helfern bedanken, dass wir das Heavy Sanctum so durchführen konnten. Es ist nicht selbstverständlich für die Zeit und Material und alles, was hier investiert wird, für das es so cool ist, wie das ihr daheim seht. Und wir danken natürlich auch euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wir wollen jetzt alle zusammen miteinander Gott um sie sagen bitten. Zum einen per Musik, mit dem Lied «Boten vor Hoffnung», aber dann auch mit unserem Metal Church sagen. Du die Glut wieder neu, hoch Asche weg und Leben ein. Schick dich davor, du bist treu. Die Geist uns geschenkt, wo uns dreht durch Geschichte weggelegt. Hey, nicht das letzte Wort, sondern du, allein erlösender Gott. Und lass uns noch Boten vor Hoffnung sein. Lass uns noch brennen für dich. Lass uns noch leben und lieben für dich. Hier jetzt, mit allem, wo wir sind, kommt Hilfe uns zurück. Wir sind Nachfolge von dir. Lass uns aufstehen, was die Not am größten ist. Schenk uns den Mut, wie du zu sein. Weil du der Grund von unserer Hoffnung bist, Schmerz und Leid. Hey, nicht das letzte Wort, sondern du, allein, barmherziger Gott. Lass uns noch Boten vor Hoffnung sein. Lass uns noch brennen für dich. Lass uns noch leben und lieben für dich. Hier jetzt, mit allem, wo wir sind. Hilf uns und lass uns noch Boten vor Hoffnung sein. Lass uns noch brennen für dich. Und lass uns noch leben und lieben für dich. Hier jetzt, mit allem, wo wir sind. Hilf uns für dich.
c'est désir, c'est Jean-Paul, Alléluia. 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 Daar is de bote voor Hoffnix zie. Daar is de brenner voor dich. Daar is de lava die hebben die. Hier jetzt, de kamp op wil zien. Wat de gewies en daar is de bote voor Hoffnix. Daar is de brenner voor dich. Daar is de bote voor Hoffnix zie. Daar is de brenner voor dich. Daar is de lava die hebben die. Hier jetzt, daarom ik zie. Wat de gewies voor dich. Und so seid gesegnet von unserem Gott. Der dreieinige Gott. Er segne dich und behüte dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und sagt dir gnädig. Er wendet dir sein Angesicht zu und er gebe dir Frieden. Amen. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz